SRF 1. Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Eine Sommersaison auf der Hütte hier oben. In den Flumser Bergen, Kanton St. Gallen, mit Blick auf die Kurfürsten. Im Val Bavona im Tessin. Und auf der Glattalp im Murtental, Kanton Schweiz. SRF bei den Leuten auch die in den Alltag der Hütte wert und ist zu Gast auf der Glattalp-Hütte bei der Franziska Gwerder. Eine waschechte Murtentalerin. Sie ist Elbler Kilby und miserables Wetter. Die Hütte platzt aus allen Nöten. Dort wird es einfach total eng sein. Zu Gast auch auf der Capanna Basodino im Val Bavona ob Locarno, beim Uli Niffenegger. Ein Bergrennen mit vielen Zuschauern bringt der ehemalige Manager gerade einmal aus dem Konzept. Er, der immer so gut organisiert ist. Das ist mein Fehler. Ich hätte früher organisieren sollen. Zu Gast auch auf der Spitzmeilenhütte in den Flumser Bergen, bei der Anna-Barbara Kaiser und dem Paul Buchmann. In ihrer letzten Saison auf der Hütte werden sie gerade noch ein bisschen gefordert. 5 Minuten. Weil bist du parat? Jeden Moment. Gut. Eine Hochzeitsgesellschaft wünscht sich ein Spezialmenü. Sie sind einfach nicht heiß. Bin nicht ganz zufrieden. 3 Hütten, 3 Geschichten. Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Es ist Mitte August, aber auf der Glattalp nichts von Sommerwetter. In der Hütte leitet sich die Erika, die viel helfen kommt, voll ins Zeug. Ich habe morgen Muskelkater. Morgen merkst du noch nicht. Die einen amüsieren sich, die anderen arbeiten. Und Franziska ist unten im Tag am Posten für das grosse Ereignis des Jahres, Glattalp Kilby. Und für Kilby, wer fährt morgen? Das Romy? Am 7. Gut. Am 7. Gut. Nina, wo sollst du mit dieser Milch? Lass ich mal noch dort. Danina ist fest angestellt als Hüttenkilfin, schon seit Jahren. Wenn Franziska weg ist, schmeißt sie den Laden. Sie teilt sich das Zimmer mit der Franziska, der Hüttenwartin. Wenn dann aber deren ihr Freund, der Kriegel, raufkommt, dann zieht sie aus. Auf den Estrich rauf. Das ist mein Bett, wenn ich auf der Estrich muss. Franzi hat mir das Schild extra geschrieben, weil meine Vorgängerin immer irgendwo liegen musste. Und sie hat gefunden, wenn ich schon da rauf muss, dann muss ich auch mein eigenes Plätzchen haben. Super, das ist ein bisschen schwarz geworden. Die Seilbahn vom Bisistal auf die Glattalp. Hoffentlich geht es für Kilby auch mit dem Wetter noch ein bisschen bergauf. Glattalp Kilby, das ist eine Tradition, wo mein Grossvater schon gekannt hat und ja, wo wir uns eigentlich immer auch darauf freuen, dass der gibt und wir, das ist wirklich so ein bisschen, auch in der Mitte von unserer Saison und ja, wo uns wirklich auch so ein bisschen wichtig ist und mir auch uns wichtig ist, dass wir in der erhalten und es kommt auch immer eine Ländlermusik auf und ja, freuen wir uns sehr. Hey. Ja, grüezi. So. Man hat gesagt, letztes Mal hast du mehr gehabt.
Was Hat mehr? Trisha gesagt, du hättest spannend Gefühl gehabt. Ja, aber jetzt kommt langsam auch der Herbst. Jetzt müssen wir schon langsam, aber sicher ein bisschen runterfahren. Einfach ein Das war bisschen. nicht so. Nein, sag nicht. Früher hat sie das alles müssen in die Hütte buckeln. Seit diesem Jahr geht es leichter. Mit dem Quad an einem 4rädrigen TÜV. Boxen tun wir da noch auf der Seite. Weißt du es eben? Weil es das dann wieder ein bisschen zudecken. Wenn die war nur hat bis zur Hütte. Hat noch eine Kiste gewonnen. Ja. Der kommt in die Küche. Die Elbler Kilby ist beliebt im Murtental. Trotz dem schlechten Wetter rechnen sie mit vielen Leuten. Wenn wir schon etwas Steck haben wir gerollt. Böller haben wir geschnitten. Ja. Aber ich denke, am Abend tun wir noch Blachen nebenan und da innen in der Küche schnell überlegen. Was nimmst du für Tellerbohren? Ja, den müssen wir alle nehmen. Alle, die wir haben. Alle, die wir haben. Und für Übersuppe? Weißt, wir haben ja keine Übernächtler und nachher kannst du alle Teller rausgeben. Ja. Gegen den Abend kommt dann auch der Kriegel, ihr Freund. Ah, ist kalt in die Nase. Ja, sag nicht. Oh. Ist das das Scherenzell? Ja. Sehr gut. Also, wir müssen es nehmen. Weil das Moor auch streng wird, geht es heute früh unter. Der Stausee und das Hotel oberhalb von der Capanna Basodino im Tessin, im Val Bavona. Ruhe vor dem Sturm. Mal schauen, ob das zu der gleichen Meinung ist. Seit 3 Jahren ist der Ueli der Hüttenwart. Und Silke ist seine Stellvertreterin. 40 Jahre lang hat er vorher als Manager in der Maschinenindustrie geschafft, bis er die Nase voll hatte vom Stress. Das ist realistisch. Ja. Müll habe ich aufgeschrieben 3 Kisten. Ist das gut? Oder meinen Sie lieber mehr? Müll. Nein, Müll wird von den Sportlern nicht getrunken. Und Obst, Gemüse? Aber haben wir Anmeldungen genügend? Ich muss noch mal schauen oben. Deswegen, das können wir nämlich gleich noch mal machen, wie viele Anmeldungen wir haben. Ja, wenn wir eine Gruppe haben. Ja, genau. Was machen wir heute am Abend für den? Heute kommen ja die Kinder, oder? Ja, Was machen das wir hier ist ja schon mal klar. heute? Ja. Aubergine sowieso, wegen Ja. Vegetarier. Peperoni ist auch klar. Das ist ja das Schöne von einer Hütte, die schöner ist als daheim. Hier hat man einfach alles voll. Dann kann ich in den Keller gehen, jetzt mache ich das mit dem und probiere das mit dem aus und so weiter. Das ist das, was das Interessante und Spannende ist. Ich habe schon häufig das erste Mal gekocht, auch für 40 Leute, die ich noch nie vorher getestet habe. Und dann kommt es mir, ja, also bis jetzt ist es immer gut gekommen. Bis jetzt ist es immer gut gekommen. Ein typischer Satz vom Ueli. Das hofft er auch für das Wochenende. Ein Sportevent ist angesagt. Das Sky Race ist ein Bergrennen, das wir angefangen haben, als ich die Hütte übernommen habe. Das sind 1000 Höhenmeter. Anmeldungen haben wir 20, aber wenn schön Wetter ist, kommen vielleicht 100 Läufer gesamthaft. Und die 100 Läufer bringen vielleicht jeder noch durchschnittlich eine Person mit. Das heisst, wir können mit 200 Personen rechnen, wenn schön Wetter ist. Das Essen wird vom Organisator vom Sky Race gemacht. Und wir sind einfach für Getränke, Kaffee und Kuchen und so zuständig. 200 Leute sind nicht gerade wenig. Langsam wird auch der Ueli nervös. Das hast du ja letztes Jahr genau. Ja, also, das ist noch klein. Der Damiano, der im Tal unten wohnt, kommt auch helfen. Er war schon vor ein paar Wochen da und weiss, wie es läuft.
Lagebesprechung, Jobverteilung. E dopo le bibite nella cantina dove c'è la macchina da lavare. Okay. Auch die Tochter von Ueli ist gekommen, die Iria. Okay. Ist gut. Sie arbeitet schon manches Jahr im Tessin als Kindergärtnerin. Dass sie ihrem Papa helfen konnte, ist für sie selbstverständlich. Er ist auch für sie da, wenn es ihn braucht. Seit 7 Jahren gehe ich immer ins Tessin und in ihren Kindergarten den Sammy Klaus machen. Ja, er ist ein guter Sammy Klaus und das Schöne daran ist, was er mit ihrem Kind kennt und eben, was er jedes Jahr sich erinnert an das Kind von letztes Jahr. Und für Kinder ist das sicher auch interessant. Und es ist schon vorgekommen, jetzt, wenn wir im Sammy Klaus sind, dass das Kind nachher am Nachmittag im Kaufhaus oder so zum Sammy Klaus sagen, er sei nicht ein richtiger Sammy Klaus. Ein richtiger Sammy Klaus war heute Morgen da. Zur Tochter habe ich eine enge Beziehung, emotional. Wir verstehen uns sehr gut. Sie weiss, dass ich immer hinter ihr stehe. Sie hat früher mit mir viel zu Berg gegangen. Eine Zeit lang hat sie ausgesetzt. Jetzt, wo sie Kindergärtnerin ist im Tessin, geht sie wieder mehr zu Berg, kommt mich unterstützen. Sie kommt, wenn sie auf Zürich kommt, kommt sie zu mir schlafen. Wenn ich ins Tessin runterfahre, gehe ich zu ihr schlafen. Das sind so unsere Beziehungsfelder, die wir haben. Ein besonderer Tag, auch auf der Spitzmeilenhütte in den Flumser Bergen. An diesem Prachtstag im August hat nämlich Anna Barbara Geburtstag. Die Blumen kommen von unten aus dem Tal. Ein Geschenk von Stammgästen. Wenn du dann oben stehst am Gipfel, dann siehst du ihn ja nicht. Gell? Ja. Dann ist natürlich, Nein, aber wir sehen das ja, wenn wir aufbrechen. ja, ist das eine Blume? Hey! Gratuliere da. Zum Geburtstag. Ja, danke. Ohne Blumen. Das ist schon in der Hand. Siehst du die Blumen? Also, es ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich da oben sättige Blumen bekomme. Ja, es ist nicht unbedingt das, was die da wachsen wächst. nicht. Aber ich habe dafür ein paar neue Pannenhändchen. Ja, das ist auch gut, das ist super. So können wir uns und noch ein paar Kreidemarken zum ein bisschen praktische Sachen. Also, komm, wir gehen. Anna Barbara hat an diesem Morgen ein bisschen Zeit für sich gehabt. Das ist selten genug. Aber jetzt lässt sie sich gerne feiern von ihren Leuten. Deine Geburtstag. Ja, alles gut. Danke vielmals. Gleichfalls. Ich habe ein bisschen gebändelt. Zwischendurch habe ich ein bisschen SMS gelesen, habe ein bisschen telefoniert noch mit meiner Tochter oder so. Und es hat Platz gehabt. Und wenn wir jetzt während der Woche das dritte gewesen wären, dann wäre Geburtstag etwas anderes, dann wäre es wirklich noch strenger. Also dieses Jahr finde ich es auch schön, da oben Geburtstag zu feiern. Wirklich? Aber viel Zeit zum Aperölen bleibt nicht. Eine Hochzeitsgesellschaft hat sich angemeldet. 50 Gäste. Zur Begrüßung gibt es etwas Süßes. So, wir würden dich gerne etwas Feines servieren. Oh, super. Es ist noch nicht ganz so fest, wie wir gehofft haben. Aber das ist doch super. Das Brautpaar, Anne und der Thomas, haben heute für 2 Tage reserviert, als geschlossene Gesellschaft. Die hübsche Braut, ja, das ist sehr gut. Feine Dessert. Nehmen Sie, noch mehr in der Küche. Und das Kuchenbuffet dort hinten, das muss vorgeputzt werden. Also greifen zu. Na gut, dann miteinander. Voilà. Ich glaube, wir müssen ein bisschen bremsen. Ja, nein, Sie haben gar keinen Abnehmer mehr. Ja. Wir stehen in der Warteschlange. Selber essen. Warten und noch ein bisschen.
Verkalkuliert. Das fängt ja schon gut an. Hoffentlich haben die Gäste zur Nacht ein bisschen mehr Hunger. Auf der Glattalp glaubt man nicht daran, dass das Wetter noch bessert. Der Grill sollte aber vielleicht am Trocknen stehen. Die Glattalp-Kilbe ist im Murtental ein Begriff. Praktisch jeder kennt Franziska. Sie kennt auch fast jeder. Ja, das schlechte Wetter ist natürlich schade, weil im schönen Wetter würden alle draussen hückeln und es wäre so ein Öffnungsfest, so ein bisschen, wirklich so ein bisschen, ja, für mich, also auch für uns zum Arbeiten, wäre es viel einfacher. Und jetzt wird es einfach total eng sein und einfach viel umständlicher zum Arbeiten. Aber wir hatten auch schon schlechtes Wetter gehabt und es wird manchmal auch ein gemütliches Fest, das geht schon. Das bisschen Nebel schreckt die Leute nicht ab. Das ist super, gut einstellen. Ihnen wird nicht geraucht. Auf keinen Fall fehlen darf die Ländlermusik. Alle Jahre wieder. Salut. Schön sind Sie da. Und Prost. Die Kilbe ist eröffnet. Grillmeister ist der Christian, der Zwillingsbruder von Franziska. Das Kaffee Schnaps und ein Zwetschgen haben. Ich bin sehr zufrieden, aber es ist einfach auch gemütlich und alle sitzen jetzt da drinnen und es ist wirklich voll. Ja, ich bin wirklich total froh, dass alle auch ein Platz gefunden haben und dass alle so gemütlich haben. Es ist total cool. Es ist aber auch laut da drinnen, aber es gehört dazu. Oh, darf ich schnell abstellen? Danke. Dann packt der Kriegel seine Chance. Hast du jetzt Zeit? Also, gehen wir. Ja. Das gibt's ja nicht. Familientänzli von den Geschwister Gwerder mit Freundin und Freund. Dann musst du mir einen Tanz versprechen. Jetzt klappt es. Solchen Moment geniesst Franziska total. Jetzt ist sie 9 Jahre Hüttenwartin da, neben ihrem anderen Beruf als Kindergärtnerin. Und bis jetzt ist es absolut kein Thema, irgendein Van von hier wegzugehen. Für das hat sie das Murtental und die Leute hier viel zu gern. Langsam machen sich die Gäste wieder auf den Heimweg. Wegen dem Wetter ein bisschen früher als andere Jahre. Hey, bitte. Nur die Helferinnen und Helfer bleiben da oben.
Also es ist wirklich, seit allen Jahren, seit ich da bin, ist es das erste Mal, dass wir jetzt am 9. Uhr zusammenhöckeln. Ich mit meinem Team. Sonst ist niemand mehr da. Also es ist wirklich außergewöhnlich. Aber ich bin ein bisschen perplex. Aber es ist jetzt auch schön, dass wir mal sitzen können. Also die anderen Gäste wären sicher noch willkommen gewesen, aber jetzt hat es eins am anderen gegeben und alle sind jetzt mit der letzten Bahn drauf. Jetzt machen wir Fete. Das ist Rübeli. Genau. Aber es war nicht mehr zu lang. Aber jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Zurück zur Spitzmeilenhütte. Die Hochzeitsgesellschaft hat den Zvieri gehabt, jetzt geht es in Richtung Znacht. Ah, super! Super, Sabrina, super! Beim Umbau vor 8 Jahren hat es eine recht moderne Küche gegeben. Für den Alltag super. Aber für ein mehrgängiges Spezialmenü wird es dann vielleicht schon ein bisschen eng. Die Vorspeise ist schon parat. Eine Bündner Spezialität. Gapunz. Die Mangoldblätter waren sehr klein. Die werden... gibt ein bisschen Anführhalt, wenn sie das essen. Es sind ja jetzt 8 Tisch. Also etwa, wenn es geht. Also soll ich es abzählen? Ja, gerne. Thomas und Anne haben wirklich gewünscht. Jeden Gang. Also klar habe ich auch vorgeschlagen. Und dann musste ich sagen, geht nicht. Wir wollten eigentlich zuerst Braten machen, aber dann haben wir gemerkt, es geht nicht. Unser Backofen ist zu klein. Wie machst du es denn mit dem Fleischbein? Ich warte, bis es soweit ist. Was heisst das? Also weißt, wenn wir noch etwas vorgaren? Nein, wenn der Salat raus ist, Gapunz, dann können wir dann die dicken Stücke langsam drin tun. Die Knacknuss ist der Ofen. Der ist nicht besonders gross. Ui, jetzt haben wir eigentlich nur 4 Tische. Aha. Also, ich zeige euch, wo wir sind. 2 Biker wären noch gerne übernachten gekommen. Aber eben, geschlossene Gesellschaft. Und dann hier zur Fursch. Der Paul zeigt ihnen, wo sie sonst hin könnten. Fursch. Ja, das muss ich einfach schon machen. Mit dem Bike sind sie auch flexibel. Und probiert zu helfen. Da habe ich jetzt auch rasch Nadia den Fursch angerufen. Du bist oben, hast Platz. Und so. Sie hat gesagt, ja, kannst du mir das runterschicken, ist tipptopp alles. Und probiert man so ein bisschen weiter zu helfen, dass man da unten kommt, was dunkel wird. Die Seilbahn von San Carlo ufer zur Capanna Basodino. Heute ist Sky Race. Der Lauf geht vom Tal und Ufer bis zur Hütte. 1000 Höhenmeter. Das Hüttenteam ist gespannt. Die Organisatoren vom Rennen kochen Polenta. Etwa 100 rennend und etwa 100 fahrend. Das heisse Wetter macht Durst. Al cioccolato, certo. Molto dolce. Heute ist der Tag so geplant, dass meine Tochter Damiano, Gisella und ich, die Italienisch reden, an der Front sind. Aus der Erfahrung aus dem ersten Jahr heraus, wo Silke kein Wort Italienisch können hat und dort ein bisschen emotionale Unschönheiten passiert sind zwischen den Läufer und der Silke, tue ich jetzt Silke heute hinten einsetzen, sodass da keine Spannungen mehr entstehen. No abbastanza, no mezzo litro. So, in total
No, fuori, scusa. Meine italienischen Kenntnisse sind terrible, sind schlecht. Daran hapert's. Silke ist aber fleissig am Lernen. Die sind schon sehr heikel, was die Sprache angeht. Also wenn du da nicht perfekt sprichst, dann sagen sie dann gleich, ich kann kein Deutsch oder ich will kein Deutsch und kann auch kein Englisch und wie es dann immer alles so ist. Ja, so ist es halt leider. Manchmal. Deutschschweizer Tessiner sind für zwei verschiedene Welten. Also ist jetzt ein heikles Thema. Also, da müssen wir jetzt gerade eine neue Seite aufblättern, sozusagen. Die Sprache ist jetzt aber kein Thema. Etwas mit der Getränkebase läuft falsch. Io so che a voi dovreste averla. Papi, die Läufer, haben die ein gratis Getränk? Ja, die müssen wo haben. Ja, aber sie haben für Pranzo gewonnen. Jetzt muss ich fragen. I corridori hanno un buono per il pranzo. Come vedo che sono corridori col numero? Sì, col pettorale. Ok, non ne riceviamo buoni allora. Col pettorale. Non hanno buoni. Aber er muss nicht zahlen. Er muss nicht zahlen, aber du musst Okay. jetzt aufschreiben halt. Ja, okay. Bravissimo. A posto, grazie, scusa. Und es kommen immer noch mehr Leute und haben Durst. Sì, vai, fuori. Sì. Bere aqui. Die Gläser gehen langsam aus. Einsatz für den Hüttenbub Damiano. Non un bicchiere. Porco cane. Ich hatte Probleme, wir haben keinen Bierbecher mehr. Also habe ich gefragt, Sie können es am Mikrofon sagen. Wer Bierbecher hat, können es anbringen. Davanti non ci sono più bicchieri, qui sono. Si deve lavare i bicchieri. Jetzt kann man sagen, das ist mein Fehler. Ich hätte früher organisieren sollen, früher sollen darauf dringen und so weiter. Es ist jetzt einfach wieder nicht passiert. Jetzt müssen wir heute einfach umeinander säckeln, für die Biergläser einzusammeln. Grazie. Ein ungewohntes Bild. Der Ueli, immer super organisiert, immer alles geplant bis ins Detail, kommt ins Rudern. Nicht mehr. Ueli, abbiamo bisogno moneta. Sì, abbiamo bisogno di moneta. Vai. Und jetzt geht auch noch die Münze aus. Wir wussten von letztes Jahr, dass wir 5 Münzen brauchen und ich habe nicht geholt, die Münze. Das ist mein Fehler. Gerade in solchen Moment ist seine Tochter die Iria eine wichtige Stütze. Sie kann es gut verstehen, wieso ihr Vater aus seinem Managerleben ausgebrochen ist und Hüttenwart geworden ist. Schon dann, als ich klein war, ist er ja immer zu Berg und mit der Capanna Alsasca hat er ja schon immer zu tun gehabt. Also, das gehört zu ihm, wie zu jemandem anderes vielleicht ein anderes Hobby und zu ihm gehört halt Berge. Aber um ein Haar wird der Traum platzt, weil der Oli an Krebs erkrankt ist. Dort hat es eine Zeit lang gar nicht gut ausgesehen. Ich weiss nicht, ob die Krankheit ihn hat verändert. Ja, miterlebt. Ich tue nicht gerne darüber reden. Warum meine Tochter nicht über meine Krankheit reden kann oder irgendwie dazu stehen, weil es emotional ist, ist vielleicht der Grund, dass sie einfach weiss, dass ich sie immer hinter ihr stehe. Und dass sie mich jetzt in der Zeit noch nicht verlieren will, weil sie vielleicht noch zu jung ist oder ich weiss nicht warum, genau. Aber es ist einfach so eine starke emotionale Bindung. Und wie soll ich sagen, so eine Sicherheit zwischen uns, dass sie die Sicherheit nicht verlieren will. Ich fühle mich nicht krank, ich fühle mich gesund und ich nehme einfach einen Tag nach dem anderen. Auf schon, dass ich immer etwas habe, aber
Ich fühle mich nicht behindert. Der Ueli muss regelmäßig zur Kontrolle. Im Moment ist alles gut. Weniger gut ist die Abrechnung von diesem Tag. Weißt du, wie ich meine? Etwas stimmt nicht. Die Differenz ist 27 mal 2 sind 54. Ach so, nur 27. Ah, ich habe hinten... Ah, okay. Das ist ein wenig, ja? Die 37 Getränke, die wir gratis rausgegeben haben an die Läufer, hat sich jetzt herausgestellt, dass wir das nicht hätten sollen machen, weil sie haben schon das Getränk bekommen vom Organisator. Wer die Getränke jetzt zahlt, das ist immer noch in Abklärung. Entweder zahlen ich oder die Hälfte, oder ich weiss nicht, wie es rauskommt. Aber der Tag war gleich gut. Das ist gut, oder? Typisch Ueli. Es läuft zwar nicht alles perfekt, aber wegen dem will er niemals zurück in den alten Job. Soll Ich gehe jetzt. Soll die rauffahren? Nein. Okay. Apfelschorle, okay? Bis zum nächsten Mal. Eine? Tschüss. Auf der Glattalp schifft es immer noch. Es ist der Tag danach, nach der Kilby. Und die Lüfte können auch nichts schaden. He? Ja. Hey, frische Luft. Wie gut das Fest gestern war, sieht man heute an den Spuren. Hoffentlich kommen jetzt nicht gerade schon Gäste. Es kommt eigentlich wahrscheinlich schon niemand, aber du bist einfach nicht sicher. Und uns ist einfach nicht wohl, wenn jetzt die Hütte noch steht vor Dreck und irgendjemand kommt jetzt rein. Also wir müssen wirklich da so ein bisschen das beseitigen, was bei der Kilbe noch übrig geblieben ist. Und nachher, wenn jemand kommt, ist es wieder unser Hütchen und ja, sind sie wieder willkommen. Es tropft. Muss ich ganz oben? Der klemmt. Kalte Hände habe ich auch schon. Au! Dort ist aber nicht offen, glaube ich. Das geht auch nicht. Die Putzaktion geht aber rassig. Es sieht alles wieder aus, wie es muss. Also kommt sie selber gemütlich anhöckeln und zu mörgeln. Bin ich nicht allein. Oder lieber zwei, dann ist ein nicht allein. Wenn man den Schnaps anders hat. Ich bin froh. Ob das ein Kater zum Morgen ist, wer weiß. Sicher ist nur, das Hüttenteam für Glattalp-Hütte ist wie eine grosse Familie. Das ist zwar auch, was du heute 4 gehabt hast. Ist das sicher gerade so ist nicht einig, du auch nicht. Denkst du immer an. So gut. Löffel. Nehmen Sie Kuss über den Kopf. Ja, genau. Ich habe lachen, ich war jetzt oben. Dann bin ich in der Nacht verwacht und dachte, ich bin wach und ich schnarche jetzt nicht. Einer tut jetzt sich nicht, das bin nicht ich. Dann so runter bin ich der Regon ist am Du hast im Schnarchen. Stegenhaus noch. Ja, und dann schlafen Ja, ich bin nicht ich, gell? Seit dem 9:30 sicher wieder dran. Nach dem ganzen Trubel tut es gut, mal ein bisschen zu verschnaufen. Wir hatten jetzt wirklich einen strengen Sommer, immer schönes Wetter, außer jetzt in der Kilby. Und ja, jetzt sind wir froh, dass wir einfach für uns mal ein bisschen einfach allgemein ein bisschen runterfahren können und ja, ein bisschen ganz zurückschalten. Ja, dass wir noch wieder genug Energie haben für den Herbst. Mhm. Bingo. Hat du noch was zu sagen? Du musst den Löffel anders Was bist du eigentlich? Hey, lass doch mein Ei in Ruhe. Das kann nichts neben dir. Ich weiß zeigen, wie das geht. Nein, ich möchte mein Ei so, wie ich es will. Musst du mir auch nehmen. Auf der Spitzmeilenhütte wird immer noch geheiratet. Die Spannung in der Küche steigt.
Die Vorspeise muss raus. Die Gäste haben Hunger. Es ist das erste Mal, wo Anna Barbara für so viele Leute Gabuns gekocht hat. Und die Keiben haben kaum im Backofen Platz gehabt. Wenn es anfängt, schön braun werden. Jetzt ist gut. Bestens. Sieht schön aus, ja, gut. Sie sind abgezählt. 2 pro Person. Das Timing stimmt. Aber die Anna Barbara ist gleich nicht zufrieden. Ja, das ist jetzt schade. Wenn man so viel Gratinformen im Ofen hat und wir haben einen Gasbackofen und wenn man halt etwas das erste Mal macht, ja. Also es ist schon, sind schon warm, aber sie sind einfach nicht heiß. Ich bin nicht ganz zufrieden. Aber mehr mit dem, dass wir das jetzt halt ein bisschen für den Aufwand hat es dürfen. Ja. Genau, das ist so. Sind sie draussen. Bei den Gästen kommt es aber trotzdem gut an. 28 musst du achten. Wie lange hast du denn Ja, ich warte auf dich. 5 Minuten. Dann der Hauptgang. Der Paul ist für das Fleisch zuständig. Paul, bist du parat? Jeden Moment. Gut, hast du Teller und so? Nein, ich habe gar nicht. Platten, ja. Für den Paul und Anna Barbara ist das Hochzeitsessen auf der einen Seite eine Premiere, auf der anderen Seite aber auch eine Derniere. Ende Saison hören sie hier auf und übernehmen im Nidwaldischen eine Pension mit Restaurant. Ganz etwas anderes als hier, unter Abendsonne auf 2000 Meter. Der Mehrgänger von heute ist darum für sie eine super Vorbereitung. Wie eine Generalprobe. Es ist schön, so ein Moment, wo serviert wird. Das gefällt mir. Läuft etwas. Ich tue zwar jetzt nur abrechnen, aber es ist schon... alles andere ist gut organisiert. Ist gut. Passt. Gut organisiert haben sie auch ihre Nachfolge hier auf der Hütte. Was musst du noch haben? Mit noch Mais und jawohl. Kumpel, das war Antwort. Es ist also so, dass wir eine Hittenwartin gefunden haben, die für uns den Betrieb schmeisst. Da sind wir sehr, sehr froh, dass wir jemanden haben mit Erfahrung haben. Jemanden, der das einfach ganz sicher in einem guten Sinn, also in unserem Sinn, wird organisieren, wird eine Herzlichkeit haben zu den Gästen, die uns wichtig ist. Und die vor allem auch technisch viel Know-how mitbringt und nicht verschreckt, wenn einmal die Turbinen ein bisschen zusammenfallen und die Düse wird problemlos wechseln. Diese Sachen, die sind halt noch wichtig. Die sind im Winter schon noch herausfordernder als im Sommer, weil es dort einfacher ist. Um das Hochzeitsfest richtig zu zelebrieren, braucht es noch einen obendrauf. Der Paul kreiert noch ein bisschen mehr Hüttenromantik. Und für die Hochzeitsgesellschaft gibt es ein feines Dessert. Die Kochecrew ist geschafft, aber zufrieden. Zurück ins Tessin, auf Capanna Vasodino. Das Bergrennen ist vorbei. Es ist wieder ruhiger geworden. Ich habe gedacht, wenn ich so essen wie gestern Abend. Eine Schülergruppe, die hier übernachtet hat, macht sich auf den Heimweg. Beautiful to see all of you today. Good morning. All right. Das ist die internationale Schule von Lugano, die da war.
Das ist jetzt letztes Jahr schon gekommen und jetzt ist es dieses Jahr auch wieder gekommen. Ich hoffe, es geht so weiter. Good morning. Morning. Thank you very much. Thank you. Everything was excellent. Nice to hear. Yes, the boys had a wonderful time. Offenbar hat es den Jugendlichen gefallen. Der Lehrer ist begeistert. 5 adults. 5 adults. 2 children. 2 children and 18 students. Okay. And also 2 postcards. This is free for you. Oh, thank you. Thank you very much. Hopefully next year we will be a week earlier and see the goats. Die Steinböcke, sagt er, hätten sie gerne gesehen. Aber die haben sich leider nicht blicken lassen. Oh, in June? In June. Schade, weil häufig kommen sie bis an die Hütten an. Oh, yes. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. I will be here in June. That's perfect. Those are real. I know. That's perfect. Müssen wir noch ganz oben, wo die Kids waren? Uiuiui. Aber Trinkgeld liegt hier, das ist schon mal schön. 1 Euro. Auch schön. Ja, die haben so viel Geld. Ich schlafe mit dem Geld. So, schön. Bisschen Belohnung. Das Trinkgeld hätten sie uns auch so geben können. Hätten sie nicht einfach überall verteilen wie bei Ostern. Jetzt gucke ich doch gleich mal unter die Matratze durch. Nicht, dass noch die Scheine drunter liegen. Nee, heute nicht. Naja, hätte ja sein können. Vom Trinkgeld zu den Umsatzzahlen. Der Ex-Manager Uli konsultiert seine Buchhaltung. Als er die Hütten übernommen hat, hat es schlecht ausgesehen mit den Übernachtungen. Also die Abrechnung ist eine Tagesabrechnung. Sonst führe ich monatlich Buchhaltung nachführen. Und dann schaue ich etwa, wie ich zum Vergleich zum letzten Jahr stehe. Und dieses Jahr sieht es im Winter minus 30%, im Sommer minus 15% Übernachtungen, gesamthaft etwa minus 20% Übernachtungen gegenüber letztem Jahr. Ich hoffe einfach über das Internet, mit der neuen Internetseite, die ich gemacht habe, dass das etwas bringt noch. Aber konkret, jetzt, dass die und die Massnahme auch etwas gilt oder trifft, oder jetzt die 100%ig ist, weiss ich nicht. Wir planen und entweder erreicht man die Planung oder wir erreichen es nicht. Aber es ist nicht schlimm, wenn man es nicht erreicht. Es ist schön, wenn man es übertrifft, aber es ist nicht schlimm, wenn man es nicht erreicht. Wie sagt er einmal so schön? Bis jetzt ist es immer gut gekommen. Auf die Saisonende hin kriegt der Uli noch einen fetten Bremser. Er, der unermüdliche Schaffer, Manager und Organisator, kriegt zu spüren, dass seine Sektion nicht voll hinter ihm steht. Gegenwärtig bin ich müde. Nicht vom Arbeiten, einfach mehr vor Stimmung. Endspurt auf der Spitzmeilenhütte. Anna Barbara zeigt ihrer Nachfolgerin die Vorräte für den Winter. Dann ist fertig heute. Eine neue Aufgabe an einem anderen Ort wartet auf die beiden. Ja. Wunderbare Zeit gewesen. Und jetzt ist es auch gut zu gehen. Auf der Glattalp ist Alpabzug. Für Franziska immer ein trauriger Moment. Dann ist ihre schönste Zeit vom Jahr vorbei. Da ist mir schon ein bisschen wehmütig. Oder sind ihr auch ein bisschen wehmütig? Ja, ein bisschen schon. Das und noch viel mehr. Das nächste Mal bei SRF bei den Leuten. Heute Geschichten. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.